Morgen bei Grand Gaming. Arma 3 Showcases Part 2. Scuba Diving. Neues Feature hat es bis jetzt in keinem Arma gegeben. Es hat gerade und gerade Schwimmer gegeben. Tauchen war nie drinnen und ich muss sagen, mir gefällt es extrem gut. Vor allem die Art, wie das Tauchen umgesetzt ist. Nicht einmal so sehr das Tauchen an sich, sondern so wie da man taucht, einfach nur um äh, passt. Sondern einfach die Tatsache, bei der Mission zum Beispiel muss man sich übers Wasser in gegnerisches Gebiet einschleichen. Und das alleine taugt mir. Was uns zum Beispiel auch taugt, ist das da. Ich habe das Gefühl, rückwärts ist man viel schneller, wahrscheinlich stimmt es nicht einmal, aber es macht mir einfach eine Freude. Ja, einfach deswegen, nämlich. Und weil es so chillig ausschaut. So richtig, naja, tauchen wir heute eine Runde. Wozu die folgende Spracheinlage gut ist, habe ich noch nicht mitgekriegt, weil eigentlich hat er gerade gesagt Radio Silence, das heißt, er sagt es eh nicht übers Funkgerät, sondern er sagt es einfach so. Wem er das sagt, weiß ich nicht, der muss mit sich selbst reden oder so. Ja. Dies arm. Das ist eigentlich nur rassistisch. Was heißt da dies arm? Warum soll mir nur die armen Länder diesen? Da soll stehen dies reich. Ha. Ich glaube, viel schlechter hätte ich den Witz jetzt nicht mehr zusammengebracht. Kann ich bezeugen, ja. So, dann würde mich jetzt fast schon interessieren, wo meine Freunde sind. Ich habe überraschend lange nichts von ihnen gehört. Ich muss gleich dazu sagen, ich hasse diese Mission. Einfach weil es so unübersichtlich ist. Ah, da sind's. Passt. Und obwohl das Tauchen an sich und so echt leibend ist, nervt mir einfach die Sache mit, ja, ich stirb eigentlich wie jedes Mal entdeckt, bevor ich noch gescheit an Land bin. Was mir am Socken geht, ist, nachdem ich mich schon unter Wasser einschleichen muss, sollte man ja annehmen, dass das Ganze eine Stealth-Mission ist. Save in-game. Eine Stealth-Mission sollte mit einer schallgedämpften Waffe machen. Und nicht mit einem Teil, wo ich mich 20 Minuten vorher schon anmelde. Also Scheiß. Ärgert mich. So, dann müsste gleich der Steg anfangen. Oder natürlich auch nicht. Ah, da ist er. So, das Coole ist, in der Mission hat man auch sogenannten Artillery Support, was auch eine extrem leibende Funktion ist. Die haben mich noch nicht bemerkt. Das werden wir ausnutzen und werden 0 Communication.
Ja, genau. Artillery Strike, Mortar und 1. Jetzt hoffen wir, dass sie uns nicht bemerken, und zwar so lange, bis die Ladung einschlägt. Mhm. Nicht bewegen. Gleis da. Bumm. Ich will hoffen, dass das scheiß Boot versenkt hat, weil wenn nicht. Alter, wie viel ein Glasl? Bist du ihr. Alter, Vater. Okay. Ich glaube, jetzt war es noch Zeit für Ablenkung. Ja, probieren wir es da hinten nochmal. Military Cargo HQ. Zwar am besten bevor der Helikopter kommt. Aha. Aha. Ah, er kommt schon. Hinlegen und so tun, als wäre ich nicht da. Kabum. Danke. Jetzt haben sie das auch schon mitgekriegt. Dann werden wir keine Dual-Purpose Max Loaner, sondern normale Munition. Verstehe nicht, warum es so einen extremen Unterschied macht. Das eine ist für Unterwasser und Landkampf gedacht, das andere halt nur für an Land. Warum der Unterschied so übertrieben ist, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Das nervt ein wenig. Weil also mit der Unterwassermunition kann man von da, wenn einer am Steg steht, kann man damit nicht umbringen. Man trifft ja mal einfach nicht. Und ich weiß nicht warum und das nervt. Nach wem sucht denn der da? Wie kann ich der Drecksack noch nicht gesehen haben? Ja, es ist mindestens, sitzt noch einer da. Rauchgranaten machen auch nicht mehr so eine schöne Rauchwand wie in Arma 2. Kann man sich jetzt überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Sie schauen jetzt realistischer aus, aber ja, fuck Realismus. Kann ich natürlich jetzt die Rauchgranaten da vorne reinhauen, dann wissen sie genau, wo ich bin. Oder dass ich da bin, aber bin mir nicht sicher, ob das die klügste Vorgehensweise war. Ich speichere auf jeden Fall mal. Ja, man kann zwischenspeichern. Großer Pluspunkt. Ich bin gar nicht da. Was bei der Mission ein bisschen nervt ist, dass man es nicht machen kann, wie man will. Weil ich persönlich zum Beispiel, jetzt haben sie mich gesehen. Nicht einmal. Weil ich persönlich war zum Beispiel der allererste, der sich das Auto da genommen hat und auf Hollow darauf war. Bitte sagen wir, dass er nicht da steht. Na, natürlich steht er da. Habe ich für die vielleicht. Na, habe ich ja keinen Schalldämpfer. Ein Schalldämpfer? Na. Gut.
dann halt nicht. Das Problem ist, sobald ich den da geschossen habe, weiß das ganze Camp, wo ich bin. Und aus irgendeinem Grund kommt dann auch jedes Mal einer von da hinten, was mir so unheimlich ums Fenkel geht. Stickeln eher nach, dann weiß er zumindest einmal, dass ich da bin. Legt sich hin. Ja, Stealth-Angriffe oder sowas gibt es noch immer nicht, zumindest hätte ich es noch nicht gefunden. Aber er ist tot. Der Rest ist mir eigentlich wurscht. Ich will in aller Mut. Und ich will zum aller Mut ein paar Raketen. Na, schießen schon vom Boot aus mit dem Granatwerfer. Scheißen geh. Das nervt mich extrem. Sobald man die erste Raketen für den Alamut genommen hat, fängt dann auch nach zum Laden an. Und während er in Alamut nachlernt, kann man genau Nüsse machen. War schon überhaupt nichts. Speichern. Das kann man. So, jetzt Alamut. Überleg gerade, wenn man zuerst das Boot nimmt und dann den Helikopter, weil das Boot kann mich mit einem direkten Treffer umbringen, der Helikopter kann gar nicht auf mich schießen. Danke. Ein Scheißdreckboot weniger. Danke sehr. Nein, nicht in Ifrit. Oh, oh. Disco. Bist du ein Gegner? Na. Sagen wir mal, es ist keiner. Okay. Exfiltre. Du bist der Gegner. Das kann man aber auch ändern. Jetzt ist das kein Gegner mehr. Du bist auch ein Gegner. Jetzt bist du auch kein Gegner. Entschuldigung. Hallo. Kann alles übertreiben. Zum Beispiel könnte man mit einem Raketenwerfer auf Infanterie schießen. Das war dann echt übertrieben. Gut, ich speichere nochmal, weil ich will gar nicht wissen, wie oft ich bei der Mission schon gestorben bin. Ja, solange er das Kopf dran hat, nehme ich es. Aber nur deswegen. Was nimmt das? 6,5? Ja, ich hätte gern mehr 6,5er. Danke. Ein paar Granaten hast du sicher auch noch dabei. Na, alle Mutter, ja. Nein, jetzt laden wir wieder nach. Du Deppenschwedel. Ich hasse es. Jedes Mal, wenn man eine Waffe nimmt, eine Munition für eine Waffe nimmt, laden das nach. Das nervt. Aber wirklich. Ich hätte die Katiba. Ah, die hat das geile Visier. Nein, die hat nicht das geile Visier. Das geile Visier ist... Das aus der Infanteriemission. Das ist so, wenn man das im Multiplayer findet, dann freut man sich wie ein kleines Kind. Ja, wie sie der aufmerksame Beobachter wahrscheinlich schon denken kann, man kann Waffen personalisieren, sprich ich kann das da zum Beispiel obergeben, dann liegt es am Boden. Ich kann es auch da reinzahlen, dann habe ich es zwar im Inventar, aber nicht auf der Waffe. Dann habe ich eine Waffe mit normale Iron Sights und man kann Sachen auch wieder draufzahlen. Dann habe ich wieder ein Visier dran. Und das funktioniert mit anderen Magazinarten, das funktioniert mit Visieren, was fällt mir noch ein? Schalldämpfer, Laser, Aufsatz und so ich mein. Hast du Granaten dabei? Ein Militärkapperl! Ja!
Aha, ja, genau, danke, geht ja. Und mehr Munition, wunderbar. Mehr will ich ja gar nicht. So, wie gesagt, man kann in fast jedes Gebäude einer. In dem Fall bringt es mir, wenn ich ein Pech habe, um. Kennt natürlich erst. Hm. So. Noch mehr Raketen. Hm, passt. Wir können wissen, wie viel ich jetzt habe. Irgendwo ist da hinten meistens noch einer, der man dann hinterrucks in den Schädel schießt. Wir rennen einem vorbeirennen, ohne dass ich ihn bemerke. Ah, ist ja wurscht. Schauen wir mal. Vielleicht ist er heute freundlicher als sonst. Speichern. Ansonsten speichere ich bei weitem nicht so viel, aber ja, wie gesagt, bei der Mission bin ich ein bisschen hakelig. Also den seine Waffen war das, die hat's da aufs Dach aufgeschossen. Wir hatten gewundert, woher die gekommen ist. Mehr Frag Grenades, genau. Okay. Ich glaube, der Baum ist ein Gegner. Gott, bin ich bei der Mission paranoid, das ist ja unglaublich. Mhm. Wenn ich dann da oben bin, wäre noch ein bisschen Passant hinten. Aber da will ich sehr stummen sein. Na bitte. Aller Mut. So, das schau. Futter. Das kannst du nicht anvisieren. Also, weil er nicht rennt und daher nicht warm ist, logischerweise. Ich glaube, der ist hin. Ja, jetzt ist er hin. Wenn ich das triff. Wurscht, schauen wir mal, heiß zusammenfangen kann, habe ich noch nie probiert. Ist nie müssen, nein. Macht nichts, ich hab noch Raketen, dann schieße ich noch. Ja, alles was man schießen kann. Danke. Jetzt bin ich glücklich. Vielleicht habe ich schon ausschlagen und habe ich einen Abschuss mehr. Papa Bear, Omega here. Objective complete. Omega. Ready to RTB. Over. Acknowledged, Omega. Fine work out there. Out. Hi. Noch kleiner kann man noch dabei anschreiben, Mission successful. Mich juckt. So. Was habe ich auch geschossen? Einen Ifrit, einen Rifleman. Was? 2 Taucher. Tafug. 4 Rifleman. Ah ja, die zwei, ja klar, am Boot sind Taucher gesessen. 4 Rifleman. Einen leichten Rifleman, der hat auch genommen. Und ein Speedboat. Naja. Gut. Also alles in allem kann ich sagen, Tauchen für die Tauchelemente an sich gibt es 10 Punkte. Wirklich ist extrem leibend gemacht.
Wie es Tauchen in die restliche Mission eingebunden ist, gebe ich 8, weil die restliche Mission nicht dran angepasst. Also die restliche Mission schon, aber die Ausrüstung zum Beispiel nicht. Weil ich hätte gern zumindest ein Pistolen mit Schalldämpfer, wenn ich eine Stealth-Mission anfange. Und nachdem ich meine, dass ich am Gewehr keinen Schalldämpfer habe, ist wieder eine andere Sache. Das ist ein Unterwasserwaffen, da kann man im Prinzip nicht viel dran montieren. An einer Pistole, die kann ich unter Wasser nicht verwenden, da hätte man ruhig einen Schalldämpfer dran bieten können. Das hätte keinen weh da. Ja, als 9 gibt's 9 von 10 Punkten, weil es teilweise ein bisschen fummelig ist und die Tatsache, und außerdem von der Tatsache, dass man einfach nicht so spielen kann, wie man will, weil ich könnte nicht in den Ifrit einsteigen und einfach alle über den Haufen führen, was ansonsten meine eigentliche Herangehensweise in der Mission war. Na gut, also dann bis zum nächsten.